Hallo und herzlich willkommen bei City Skylines. Es hat ein kleines Update gegeben und ich habe gedacht, ich habe jetzt einfach so aus Spaß mal nochmal meine Stadt anschauen, die ich da während meinem Let's Play aufgebaut habe. Und siehe da, man muss den DLC anscheinend gar nicht abladen, damit man trotzdem Tag- und Nacht-Zyklus hat. Weil es wird gerade Nacht und wir sehen, wir haben gar keinen Strom mehr. Weil ich ja sehr viel halt mit dem Solarkraftwerk gemacht habe. Und das Problem von der Solarkraftwerk ist halt schon, dass es halt nur dann Strom gibt, wenn es Sonne hat. Sonst wäre es ja kein Solarkraftwerk. Aha. Und ja, das Resultat daraus sehen wir da. Ähm, wir haben keinen Strom mehr. Und zwar nirgends mehr. Also so fast nirgends mehr. Ja, ich habe gedacht, ich zeige euch das jetzt einfach mal so schnell. Ich kann einfach nochmal, weil so ein bisschen in der Nostalgik mich go, also ein bisschen nostalgisch sein da und ein bisschen schauen, was habe ich geschafft in diesen paar Folgen da. Also es sind doch einige Stunden gewesen, wo wir City Skylines gespielt haben und das kann ich jetzt natürlich nicht so stehen lassen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, das ist nicht das Einzige, was geändert hat, sondern es hat auch noch grafisch etwas geändert. Und zwar, wenn man jetzt mal so ein bisschen über die Stadt hineinschaut, also ich weiß nicht, vielleicht ist es mir einfach nicht aufgefallen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall sieht man die Skyline, also mich dunkt, die Grafik hat sich verbessert vom Spiel seit dem Update. Und wie schon gesagt, ich habe den DLC nicht gekauft oder abgeladen oder bekommen oder wie auch immer. Er ist nicht drauf. Nein, da heisst irgendwas mit Night, irgendetwas. Er ist schon draussen, ist auf Steam erhältlich natürlich. Und ich finde, es ist genial gemacht und eigentlich hätte ich schon wieder Bock zum Weitergamen. Aber ihr wisst ja, ich habe mit dieser Stadt hier abgeschlossen. Wir haben endlich wieder auch da die Richtung angezeigt. Trolls Königreich heisst das Ganze. Ich habe sie, glaube ich, immer Trollstadt genannt während dem Let's Play. Es ist ja eigentlich auch Trollstadt. Und jetzt sind einfach ein paar hunderttausend Leute getrollt, weil sie keinen Strom mehr haben oder so. Vielleicht ist das eben doch nicht so eine gute Idee gewesen, dass ich das letzte Mal das Atomkraftwerk abgerissen habe. Ich weiß es nicht. Aber mich denkt, grafisch sieht es einfach wirklich voll geil aus. Ja, ich muss da leider, man sieht einfach fast gar nichts. Ich lasse jetzt mal die Zeit weiterlaufen. Man sieht fast gar nichts. Jetzt zum Beispiel hier bei dieser Straße. Dann würde ich doch sagen, wir müssen das, also da kann ich nicht stehen lassen. Das geht so nicht, das geht einfach nicht. Wir brauchen Strom und ja, es tut mir leid, es müssen Kernkraftwerke sein, weil ja, Kohlekraftwerke und so, Ölkraftwerke, ich bin nicht so der Fan von denen. Vor allem, sie bringen auch nicht sehr viel, wenn man so schaut, sie kostet pro Woche 1920 und die 1200, also sind billiger. Von der Leistung her haben wir da bis 160 Megawatt und da haben wir 120. Also ja gut, da wäre jetzt der Unterschied nicht mal so groß. Es ist die Frage, wenn wir das machen oder nicht. Gut, das wäre ja zwar Zürich, ja komm, machen wir doch. Komm, wieso auch nicht. Komm. Wir sind mal so. Ich meine, sie brauchen so oder so Strom. Wir müssen etwas machen. Und das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie viel Kraftwerk das ich jetzt da bräuchte. Vielleicht wäre es gleich mal noch gescheit, vielleicht so etwas da zu bauen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich schnell die Straße weiterziehen, weil ja, wir haben das, ja, zweispurige Straße. Ich hätte gerne, ja, ich mache mir eine mit Bäumchen. Dann tun wir die gerade mal schnell aufwerten, die da schon bestehend ist. Da. So. Und dann geht die dann noch ein bisschen weiter. Ich weiß, ich halte mein Wort ja nie. Es ist ein Fluch. Aber so leid es mir tut, ich kann mein Baby so nicht
nicht so entlassen, sozusagen. Das kann ich nicht auf Melo setzen, dass wir jetzt auch keinen Strom haben. Auch wenn das Let's Play eigentlich beendet ist. So, ich habe wieder alle Stutz rausgerührt, die ich kann. Ich habe, wie ihr gesehen, also ich habe sonst nichts mehr gemacht. Das Einzige doch, ich habe noch etwas Kleines gemacht, gerade vorher, als ich das Spiel gestartet habe. Wo ich dann gemerkt habe, hey, es wird langsam Nacht, wieso denn das? Ich habe zuerst das Ganze gar nicht realisiert. Ich habe noch 2, 3 Perkchen gemacht. Da. Jetzt sieht man sie natürlich nicht. Also da habe ich noch einen gemacht, da habe ich noch einen gemacht. Und glaubst da hinten irgendwo noch einen. Also sonst nicht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt wieder Strom haben. Eigentlich müsste doch das jetzt lange. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Wie sieht es? Ja, Bankrott-Alarm ablehnen. Nein, danke. Wieso haben wir da so einen schlechten... Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oder ist das, weil wir jetzt keine Industrie haben, die am Produzieren ist momentan? Ich weiß es nicht. Ich weiss auch, der Strom sieht fast jämmerlich aus. Ja. Ich muss das Budget ein bisschen anpassen. Und zwar, wie wäre es denn... Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was der zweite Schieber ist. Gehen wir da mal ein bisschen runter. Und also sowieso da. Flugzeug auch. Braucht ja eh niemand. Ja. Dann läuft das. Hoffentlich. So, jetzt haben wir da ein bisschen einsparen, aber wir haben immer noch ein riesen Defizit. Oh weh. Wieso nur? Ich verstehe es gerade wirklich nicht, wieso dass wir jetzt so viel Minus haben, weil während dem Let's Play haben wir ja eigentlich recht gut Plus gemacht. Was kostet mich denn da so viel? Was ist das da? Straßendienste? Was? Da haben wir da Stromdienste. Ja gut, wegen dem Kernkraftwerk. Okay. Also, Gesundheitswesen ist auch sehr hoch. Ja, und dann halt Transportmittel. Was ist da? Oh, das ist Kirchzeugs. Da haben wir Feuerwehr. Das sieht aber nicht, eigentlich nicht mal so ganz leid aus. Also, ich frage mich, wieso dass wir da bei den Strassendienst plötzlich so hoch sind. Haben die da etwas geändert? Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das muss da mal ein bisschen schauen. Bei der Steuer ist eigentlich alles noch gleich. Hatte ich wieder ein bisschen auf 12 habe ich glaube ich gehabt. Bürogebäude, Bürogebiet 13%, das ist in Ordnung. Industrie könnte man vielleicht noch ein Prozent mehr machen, auf 13. So, mal schauen, ob das jetzt etwas gebracht hat. Nein, wir haben immer noch viel zu viele Ausgaben. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt langsam wieder einpendeln oder keine Ahnung. Vielleicht da noch. Da haben wir eigentlich gar nicht, wo könnte etwas kosten. Aber immer noch ein recht höchstes Defizit. Das gefällt mir gar nicht, die Entwicklung. Es kommt zwar langsam wieder besser da. Es kommt langsam besser. Ah, jetzt sind wir wieder in den grünen Zahlen. Das ist da, wo mir gefällt. Okay. Ich denke, wir überspringen mal die Nacht, also respektive ich tue die Nacht mal nachher vorspielen. Aber es sieht schon geil aus. Es sieht einfach hammermäßig geil aus bei Nacht. Ich kann es nicht anders sagen. Es sieht einfach hammermäßig aus. Da haben sich echt etwas einfallen lassen, die Leute da. Das sieht einfach nur geil aus. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist da? Da ist eigentlich die Straße, die Hauptader durch meine Stadt und wow, links und rechts Wolkenkratzer. Es sieht einfach nur mal hammermäßig aus. Wow. Krass. Da hinten sehen wir dann den nächsten Stadtteil. Hammermäßig. Das ist der Turm von der Hohen Zinsen. Mir ist aufgefallen, als ich bin da, wo ich die Parks am machen war,
Wieso haben die da keinen Strom? Sind die nicht am Stromnetz? Hey, halt mal, sind die nicht am Stromnetz? Hallo? Oh, sie sind am Stromnetz, aber nur an dem da. Gar nicht gut, gar nicht gut. Das müssen wir ändern irgendwie. Und zwar gehe ich da. Zack. Da die Bahn rein. Das sieht nicht ganz schön aus, aber es tut seinen Zweck. So. Und jetzt fließt der Strom auch da. Tipptopp. Hui. Gerettet. Das sieht schon geil aus. Gefällt mir. Ja, wir haben da ein paar Tote. Ich verstehe es zwar nicht, weil da müsste eigentlich was so die Gesundheit angeht, alles im Lot sein. Wir haben jetzt da wieder das rechts Plus. Das heisst, ich kann da schon noch 2, 3 von denen machen. Da geht nicht. Schade. Ja. Aha, ich habe keinen Stutz mehr darum. Ach so. Dann mache ich wieder Spur da. Und wenn es dann erst morgen wird, ey, das sieht so geil aus. Vorher hat es so ein richtig schönes Abendrot gehabt. Hammermäßig. Da brennt es. Ah, die Feuer ist schon da. Wunderbar. Was ist da los? Kriminalitätsrate zu hoch. Ja, so denn. Okay, wir haben ja eigentlich den Stutz. Dann machen wir da das Polizeigebäude rein. Jetzt macht es nicht mehr. Gut. Dann machen wir da halt auch noch eins. Wieso habe ich jetzt da schon wieder keinen Strom? Ich verstehe es nicht. Habe ich denn so wenig Strom? Oh ja, ich habe wenig Strom. Okay. Das heisst, ich brauche noch ein weiteres Kraftwerk. Was wette ich denn für ein Kraftwerk? Die haben... Oh. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Nicht genügend Treibstoff. So sieht es nämlich aus. Das ist natürlich blöd. Oh, der hat kein Wasser. Wieso hat das kein Wasser? Oh. So, jetzt hat es Wasser. Dann müsste das jetzt auch ans Netz gehen. Da ist eigentlich alles in Ordnung. Gut. Jetzt haben wir da genug Strom. Schon krass, wie man jetzt den Verkehr so gut sieht. Gut, klar, man sieht ihn natürlich auch bei Tag, aber jetzt in der Nacht, es macht einfach Spass zum Zuschauen. Die hier runterkommen, sich aufteilen, der eine geht geradeaus, der andere geht links, rechts. Sieht geil aus. Einfach ein bisschen im Leben zuschauen. Da haben wir schon die fetten Hochhäuser, wo ich ja Angst hatte, weil ja die am Anfang immer sehr viel zum Verlassen waren, haben ja Probleme mit Lieferung und Zeug und Sachen. Da ist gerade das Flugzeug am Start. Flugi! Tschüss Flugi! Knapp. Jetzt ist es langsam morgen. Morgennebel über der Stadt. Die Stadt wacht langsam auf. Ein neuer Tag beginnt im Königreich. Da wartet es halt immer noch, da hat es noch viel Grundstück für
Die etwas reichere Schicht. Emerson Residence. 4 von 4 aus 8. Hallo, wer bist denn du? Der Pierce Chapman? Kann es da noch die Schrift geben? Ich glaube es fast. Ein gebildeter Jugendlicher. In der Elisabeth Residenz da, der wohnt da. Und der geht jetzt in die Oberschule. Ja. Da gehen wir jetzt mal an. Der geht zu Fuß anscheinend. Wo ist denn da die Oberschule wo? Ich weiß gar nicht. Dort muss ja ein sein. Wir auf dem Weg in die Schule. Mit dem Pierce Chapman. Das haben wir glaube ich auch schon. Hallo zusammen, haben ihr die Aufgabe gemacht? Kann ich sie abschreiben? Der Highschool. Da ist ein kleiner Verkehrschaos. Also anscheinend ist die Straße da sozusagen wie die Hauptader von dem Ganzen da. Ich habe noch eine Idee. Ich wollte jetzt mal etwas probieren. Und zwar so etwas da. Von da rüber. Und das rüber. Schauen, ob sich der Verkehr ein bisschen besser aufteilt. Weil momentan hängt ja alles da an dieser einen Querverbindung. Wie wäre es, wenn ich das da oben noch machen würde? Nur mal so zum Testen. Wie wäre es, wenn ich da würde? Nein, das geht nicht. Wie wäre es, wenn ich das würde machen? Zack. Ach, man muss fahren. Ein paar weitere Ausgänge machen für die Stadt, ich weiß es nicht so recht. Also das heisst, da müsste ich ja eigentlich die in alle Richtungen können machen. Und dann da. Nein, das geht nicht. Oh, das ist ja glaube ich schon in Ordnung so. Ich glaube, die ziehe ich da gerade weiter. Dass sich der Verkehr ein bisschen besser verteilt. Dann müssen wir eigentlich auf dieser Höhe da nochmal so etwas machen. Obwohl, so leid sieht es nicht einmal aus. Ach komm. Machen wir doch da noch so etwas. Vielleicht so oberhalb von dem Park da. Da geht es nicht. Ja, da weiter. Und man sieht schon, der Verkehr verlagert sich langsam. Wieso kann ich da? Nein, wieso nicht? Was ist da beleidigt? Da haben wir Residenz. Grundschule, ach so dann. Hätten wir doch die ein bisschen verschieben. Ich sehe schon, was das Problem ist. Und jetzt müssen wir die Straße machen.
Jetzt müsste man eigentlich schon einen angenehmeren Fluss haben durch die Stadt, was den Verkehr angeht. Ja, und es dunkelt mit da hat es schon sehr viel weniger Verkehr wie am Anfang. Vielleicht war das nicht die gescheiteste Idee gewesen, da. Vielleicht wäre das da besser. So. Mal schauen, ob das etwas bringt. Jetzt wird es da natürlich auch zurückstauen. Das war nicht das, was ich wollte. Da hat es jetzt auch einen riesen Stau. Ich müsste da schon... Ja, so gehen die alle da oben raus und nicht da schon. Oder ist jetzt das noch ein Zufall gewesen? Ja, es scheint noch ein Zufall gewesen sein. Ich habe mir ja während dem Let's Play überlegt, ob ich den gesamten Verkehr möchte in den Untergrund nehmen da. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Aus dem einfachen und simplen Grund, dass man nicht wieder... Ich meine, es fällt ja da auch schon wieder an, oder? Da haben wir auch schon wieder recht viel Tunnel. Und das da ist einfach eine Katastrophe. Also ich bin da nicht gerade sehr stolz drauf. Es ist halt... Naja, es ist eine Katastrophe. Ah, da ist wieder der Kreis 5 noch. Stadtteil von Zürich. Gehört im Grunde genommen zusammen. Wieso hat es da so viel Verkehr? Das verstehe ich eben nicht so ganz. Da hat es auch verdammt viel Verkehr. Wieso das? Wieso das? Ist das vielleicht nicht diese vielen Kreuzungen? Ich frage mich gerade, wäre es vielleicht mal eine Idee? Es wäre eine Idee. Wir probieren es jetzt. Ich probiere es jetzt. Und zwar möchte ich das gerne alles in eine Richtung. Da ebenfalls alles in eine Richtung. Genau. Der Verkehr verteilt sich ein bisschen besser. Und ich zwinge sie in eine Richtung. Da geht es raus, da geht es raus. Und dann machen wir da nämlich genau dasselbe. Einfach statt einwärts. So, jetzt stimmt er noch wieder. Mal schauen, vielleicht bringt dir das ein bisschen etwas. Da geht es nach rechts, da geht es nach links. Und da in beide Richtungen. Das ist ja das Bonzengebiet. Und es wächst und gedeiht. Ich finde das recht cool. Wir haben jetzt schon 106.000 Einwohner. Ein Gebäude ist abgebrannt. Uiuiui. Wo denn? Oh. Was ist mit meiner Industrie passiert? Was? Gehst du jetzt echt weg? So. Steuern sind zu hoch. Ah.
Was? Sicher nicht. Wo, was? Wie? 15% ist zu hoch. Da, das ist zu hoch, ja. Also gut, gehen wir auf 11. Ich wollte ja schließlich, dass es in der Industrie gut geht. Und der Smog, der ist absolut in Ordnung. Das muss so sein. Aber andere Frage, wieso brenne ich da Gebäude ab? Ja, da ist einfach ein ganzer Industriezweig einfach mal leer. Obwohl man eigentlich Industrie bräuchte. Verstehe ich nicht so ganz. Das sieht einfach mal so leid aus da. Das ist eigentlich alles schön, wie es muss sein. Das verlassenes Gebäude, wer interessiert es, ist ja eh nur Zürich. Aha, weißt du was? Ich bin endlich Kreis 5. So. Ist ja nur Zürich. Ah ja. Das ist sozusagen das Ghetto Number 2 bei mir da. Da hat es ja gar nichts. Da hat es, glaube ich, nicht mal. Hat es da Feuerwehr? Nein. Hat es da Polizei? Ah, umgekehrt. Also kein Gebäude. Ein Krankenhaus scheint auch nicht rum zu sein. Müll. Ah, da ist Müll. Müllabfuhr. Das ist gut, da hat es. Bildung hat es keine. Transport hat es keine. Und von dem sowieso nicht. Einzigartige Gebäude hat es natürlich auch nicht. Ja, das ist tiptop so. So muss das sein. So muss das sein. Es ist schon wieder Nacht geworden da. Es sieht einfach geil aus. Da sieht es eigentlich nicht leid aus. Klar, immer wieder ein paar Tote, die müssen abtransportiert werden, aber das ist in Ordnung, finde ich. Wir haben ja überall im Grunde genommen von diesen, wie heissen die da, die Dinger da, Krematorien, genau. Hat es überall ein bisschen etwas rum. Aber da aber vielleicht können wir noch ein bisschen besser machen. Da noch eins auch. So. Die müssten ja eigentlich überall hinkommen. Da noch eins. Zack. Jetzt sind sie auch wieder ein bisschen zufriedener, die Leute. Da noch eins. Da noch eins. Ups. Eine Welle. Krematorien sind wichtig. Denke ich immer dran. Ja, halt doch den mal ab da. Die fahren jetzt einfach vorbei, weißt du? So gut, schau da an. Das ist auch noch eins. Jetzt hol ich den endlich mal ab. Nein. Nein, nein, nein. Nein, für was? Braucht es nicht. An der Oberschule. Oh, oh. Die armen Schüler, ey, nein, die müssen sogar zur Nacht in die Schule beim Arbeiten. Hochgebildeter Erwachsener, das muss wahrscheinlich ein Lehrer sein, gehe ich mal davon aus. Dann nennen wir jetzt einfach mal Charles Darwin. Das ist ja auch geil. So, ja, das ist ein kleines Review von meiner Stadt. Sie funktioniert also noch. Und sie sieht eigentlich schön aus. Also mir gefällt sie.
Mir gefällt sie sogar sehr. Ich finde das eine schöne Stadt. Ja, ja, immer wieder die abbrennenden Gebäude. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob da irgendwie mit der Industrie, was ist mit der Industrie los? Ich meine, da ist alles in Ordnung, da ist alles gut. Das ist ja die grosse Industrie, die wir haben im Grunde genommen. Aber was ist da? Wieso hat es da so wenig? Wieso schafft da niemand? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Naja, egal. Das soll nicht mein Problem sein, das soll das Problem sein von meinen Bürgern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist jetzt wirklich die letzte Folge von meinem City Skylines Let's Play. Es hat mir wirklich riesig viel Spaß gemacht. Wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht hätte, wäre ich jetzt noch mal schnell da rein schauen, wie es so in meiner Stadt geht und was da so abläuft. Und vor allem bin ich froh, dass ich jetzt das gemacht habe. Sonst wäre mir nie also hätte ich das wahrscheinlich lange nicht gesehen, dass der Mod, also dass das DLC nicht nur im DLC ist, sondern auch im Hauptspiel, das mit dem Tag-Nacht-Zyklus. Und mich denkt es auch, die Grafik ist jetzt ein bisschen verbessert worden. Und es sieht einfach geil aus bei Nacht, zum Beispiel der Turm da so schön erleuchtet und auch da alles schön. Warte. Das wollte ich sehen, wenn der jetzt im Anflug ist. Wo ist jetzt das Flugzeug? Da ist das Flugzeug. Da ist das Flugzeug. Okay. Das ist nicht der Flug. Mal schauen. Gehen wir doch da. Okay. Aha. Er fliegt einfach durch. Ach scheiße. Und ich habe gemeint, die hätten das irgendwie so gemacht, dass dann der so ganz komische Kurven fliegt oder so. Ja nun. Aber hauptsächlich wir haben einen Flughafen mit unserem Wohngebiet. Und ja, die einzigartigen Gebäude, die funktionieren halt nicht so ganz, wie ich das möchte. Ich meine, 15 Besucher in der letzten Woche, das ist nicht gerade viel. Ja, was zählt sich? Ich zahle sie ja, gell? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind es die Leute, die das zahlen. Da ist nichts. Wenn wir da... Ja, es sieht überall immer ein bisschen ähnlich aus. Ist fast ein bisschen schade. Polizeihauptquartier, Streifenwagen in Verwendung, Verbrecher im Gefängnis, 15 von 60, war nicht schlecht, he? Doch 15 Verbrecher eingeloggt. Ich sage schon mal, ciao zusammen, bis zum nächsten Let's Play, viel Spaß, schönes Wochenende, schönen Abend, was auch immer. Euer Trolli.